Es ist Brauch von alters her. Komm, Doris, wir zwei Hübschen trinken das mal ein, nicht? Und dann erzählst du mir, wo dich der Schuh drückt. Oh ja? Die haben Gläser. Eierlikör. Selbst gemacht. Selbst gemacht. Siehst du, ja. Guck. Ja? Lecker. Ja? Prost. Prost, Andi. Prost. So, und nun mal los. Ja, Andi, ich hab doch richtig Tobi, was soll das denn? Tja, ich muss das noch mal probieren. Dann mach wenigstens Apfelmus davon und spare mir das Einbecken. Was hat er denn vor? Ach, ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was mit dir los ist, nicht? Ich bin jetzt 10 Jahre bei Kastensieg und Bischof. Oh, gratuliere. Ist ja sowas wie so ein kleines Jubiläum, nicht? Neulich morgen im Büro, 7:25 Uhr geht das Telefon. Denke ich, wer ruft denn jetzt schon an? Weißt du, wer dran war? Mein Chef. Für einen Chef ist der ja früh im Büro, nicht? Oder soll er dich kontrollieren? Ich meine, das kann sie, nicht was? Ganz was anderes. Ich soll mal eben hochkommen, hat er gesagt. Und dann? Da bin ich hochgegangen. Meine liebe Frau, der weiß immer meinen Namen nicht, weil ich so oft verheiratet war. Wie heißt du denn jetzt? König? Ach ja. Du, wann warst du denn mit dem verheiratet? Gar nicht. Dann nimmst du seinen Namen an? König ist mein Mädchenname. Ach so. Du, was hat dein Chef denn gesagt? Meine liebe Frau Doris. Ja, das meine ich ja nicht. Ich meine, was wollte er? Meine liebe Frau Doris, Sie sind nun fast 10 Jahre bei uns und wir wissen wirklich nicht, wie wir ohne Sie auskommen sollen. Eine Gehaltserhöhung? Aber am nächsten 1. wollen wir es trotzdem versuchen. Nee. Doch. Gekündigt? Ja, fristlos. 10 Jahre geschuftet. Nie krank. Und wenn ich mal gefehlt habe, dann nur wegen Beerdigung. Na, was ist? Bei 3 Ehemännern läppert sich das ja denn auch. Ja, und was hast du denn gemacht? Dann bin ich hochgegangen. Hören Sie mal, Herr. Zur Strafe habe ich seinen Namen auch nicht gewusst. Das können Sie mit mir nicht machen. Wenn Sie glauben, Sie haben hier einen Idioten vor sich, dann sind Sie bei mir gerade richtig. Sie können mich mal, aber nicht fristlos. Dann macht man sich halt tot für die Firma. Was ist da dann? Ein Tritt in den Hintern. Schämen Sie sich nicht. Oh Gott. Und was hat er denn gesagt? Nein. Das ja nicht, ne? Das ging ja noch weiter. Ich soll das nicht persönlich nehmen. Denken Sie doch mal positiv. Von wegen, das wäre ja auch eine Chance für mich, woanders noch mal Karriere zu machen. Das ist ja eine unglaubliche Frechheit. Kein Unglück ist zu groß. Es hat ein Glück im Schuss. Richtig, Doris, so muss man das sehen. Was? Das ist nicht meine Meinung, das hat diese Kakerlake gesagt. Wenn das der alte Kasten nicht wüsste. Mama, ich brauche mal deinen Passierstab. Meine Sachen nimmst du nicht, sonst passiert noch was. Was hast du denn vor, Tobi? Ich arbeite an einem Referat über die Lagerfähigkeit von Äpfeln unter besonderer Berücksichtigung der periodisch auftretenden Kernspaltpilze beim Boskop. Das ist bestimmt interessant für jemanden, der sich dafür interessiert. Und seitdem sieht das da unten aus wie im Alchemistenkeller. Also, Tobi, wenn dein Papa das sieht, der explodiert. Der geht doch nicht in den Keller. So, außer wenn er nicht soll. Du hast das gut. Du hast so kluge Kinder. Hält mich in Grenzen, ist schon der 5. Versuch. Und dann müssen wir aufhören. Hat er das überhaupt gesagt, warum? Wer, Tobi? Nee, dein Chef. Hast du etwa wieder hier? Wo denkst du hin? Doch nicht auf der Arbeit. Ja, so ohne Grund, fresslos kündigen, ich meine, das gibt's doch gar nicht. Naja, ich habe auch schon überlegt. Ja, was war denn? Krieg ich noch einen? Natürlich. Kann doch mal passieren.
Nur weil ich den LKW mit der Streitmettwurst per Luftfracht nach Hanoi geschickt habe, statt nach Hannover. Wie kommst du denn auf sowas? Wenn der Napfkuchen nur Hannen auf dem Frachtbrief kriegelt. Was ich meine, LKW per Luftfracht. Ich hatte Angst, auf dem Schiff wie die Wurst schlägt. Ja, und jetzt? Ja, wir liefern sonst nicht nach Hanoi. Mir ist ganz schädderig. Ja, Gottes Willen. Warum hast du es denn nicht schon längst erzählt? Wollte ich nicht. Das fragen doch immer alle. Hast du schon was Neues? Ja. Und, hast schon was Neues? Siehst du? Ich meine, was willst du denn jetzt machen? Darum bin ich ja hier. Ich weiß nicht mehr an noch aus. Oh, du wein doch nicht. Komm, nimm noch ein Likörchen. Oh ja. Jetzt alles. Wir werden schon einen Ausweg finden, nicht? Vielleicht können wir Richard auch mal fragen? Ja, ja, wenn uns gar nichts mehr einfällt. Almut, du bist eine wahre Freundin. Ja, sollst mal sehen. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, hier kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Zeit, die Zeit vergeht. Ist schon wieder Dienstag. Wieso? Immer wenn der Hahn kräht, ist Dienstag. Die Tür ist offen. Tag, die Dame. Guten Tag. Tag. Moin, moin, die Dame. Moin. Was ist das denn? Der Eiermann ist da, habt ihr schon gehört? Das ist ja ein lustiger Vogel. Das hat er immer an, wenn er kommt. Das ist meine Dienstkleidung. Das ist der Eiermann. So wird jetzt nicht drauf gekommen. Kommt heute auch ein Fischmann. Eier, Käse, Butter, Sahne, alles frisch vom Wilhelmhahne. Was darf sein? Almut braucht wie immer. 1 Dutzend Minis von den hellbraunen. Denk dran. Oh, richtig, wir müssen ja Eier, die hören was nicht. Also, wir brauchen XXL-Eier. Mit großem Dotter. Also die XXL, die habe ich nur in weiß. Oder wollen Sie die anderen? Sind die gesünder? Nee, teurer, weil die sind von glücklichen Hühnern. Die laufen frei am grünen Weiher, legen ihre Eier ins grüne Gras. Gut, wir nehmen die Grünen. Igitt, grüne Eierlikör. Die Schale kommt nicht mit rein. Ei ist Ei. Das kann man so nicht sagen. Zum Beispiel die Eier von Genhühnern. Genhühner? Was ist das denn? Also, die XXL, die Frau Unzoch haben will, die sind von Hühnern, die frei herumlaufen. Ja, die sogar lustig am lustigen Weiher laufen. Ach, die anderen gehen nur. Versuchen Sie es gar nicht erst. Außerdem brauchen wir keine Vorträge über Hühner, wir brauchen Eier. Ja, für den Likör. Da habe ich einen guten Tipp für Sie, meine Damen. Nehmen Sie Puderzucker. Der lässt sich gut einschlagen und schäumt besser auf. Und den am besten 96%igen reinen Alkohol aus der Apotheke. Die sind ja immer noch hier. Also bevor Sie hier Eier legen, kommen Sie lieber mit. Meine Damen. Komm auch mit, ich brauche auch noch das eine oder andere. Nur gegen Bares, Frau Pranges. Leiheier habe ich nicht. Wenn ich bezahlen soll, kann ich überall einkaufen. Bist schon lange da, ne? Nö. Ich hatte mal was mit allem zu bekakeln. Du hast Sorgen, ne? Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und jetzt ist der auch noch alle. Kann ich mir schon denken, ist sicher wieder ein Mann im Spiel.
Wenn ich bloß an den Kerl denke, kommt mir alles wieder hoch. Wisst ihr? Es gibt Augenblicke im Leben einer Frau, da fragt man sich, wie man sich über Wasser halten soll. Da weiß ich was. Da weiß ich was. Ich bin gleich wieder da. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Und irgendwann ist der Zug abgefahren. Und dann sitzt man da so Mitte 40. Und dann läuft man sich die Hacken schief und sucht und sucht. Glaub mir, Doris, ich hab das schon längst aufgegeben. Trude, darum geht's nicht. Es geht um meinen Chef. Was? Hast du ein Verhältnis mit deinem Chef? Rausgeschmissen hat er mich. Was, hast du deine Wohnung am Ende schon aufgegeben? Er hat mir fristlos gekündigt. Ach so, deine Arbeit. Und hast du was Neues? Das ist das ja, Mann. Darum bin ich ja heute bei Almi. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ja, das Problem kenne ich. Ist aber schon lange her. Und wie hast du das gelöst? Oh, wenn es mal dringend wird, dann arbeite ich einfach in einer Leiharbeitsfirma. Davon kann man leben? Ich brauche ja nicht viel. Und wenn es wirklich mal so eng wird, dann kann ich mir ja auch was pumpen, ne? Das liegt aber nicht jedem. Jetzt steht das Wasser bis zum Hals. So, hier, bitte. Ich verstehe nicht. Das sind Schwimmflügel. Ich verstehe immer noch nicht. Sie wollten doch was, womit man sich als Frau über Wasser halten kann. Das gibt's. Hat Gernot mir geschenkt. Fürs Bordien. Ist wirklich nett gemeint. Die kann man auch aufpumpen. Ich mach das mal eben. Also Gernot hat gesagt, Äpfelchen hat Gernot gesagt. Das musst du hier rein. Denn Inga, was soll das? hör auf. Das platzt gleich. Hast du einen Knall? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war ein Keller. Die Kraftleitung. Nein, die Äpfel. Ich hab doch gesagt, Tobi, ist dir was passiert, Tobi? Ist das wichtig? Also, du bist ja wohl von allen guten Geistern verlassen, was? Aber es hat doch geklappt, Es Obi. hat nicht geklappt, es hat geknallt. Mensch, was hast du denn da eigentlich fabriziert? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das Gasgemisch runterkühlen, sonst ist das zu gefährlich. Kannst ja mal gleich eine Bombe bauen, nicht? So. Oh Gott. Eine Bombe? Gegen wen baust du eine Bombe? Ja, ich glaube, das ganze Haus fliegt in die Luft. Was hatte deine Mutter denn da eben in der Hand? Vielleicht hat er doch getippt. Vielleicht noch eine Bombe. Quatsch, das ist ein Geigerzähler. Den hat Richard angeschafft, gleich nach Tschernobyl. Ja. Ja, wegen seiner Tomaten. Aber Tobi, ihr wisst ja, was ist los? Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte. Es gibt eine gute Nachricht. Der Geigerzähler tickt nicht richtig. Was heißt das? Der ist kaputt, der tickt immer. Und nun die schlechte Nachricht. Sag mal, das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen, was? Du hast jetzt zum 5. Mal Alkohol hergestellt. Das ist doch keine schlechte Nachricht. Oh. Können wir den nicht für unser Eierlikör nehmen? Geht nicht. Der riecht so stark nach Apfel. Fast wie ein Calvados. Möchten die Damen probieren? Ja. Aber jeder nur den winzigen Schluck. Aber jetzt frage ich den kriegt Richard. Der wird sich freuen.
Ich denke, die beiden können nicht miteinander. Ja, für Überraschungen ist ja immer gut, nicht? Also pass auf, Tobi, rein in den Keller und erstmal aufräumen. Komm her. Ja, eins nach dem anderen. Guck doch, wie ich aussehe. Ja, aber mach nicht so lange. Du Almut, Doris hat mir erzählt, dass sie keine Arbeit mehr hat. Oh, das ist ja schön. Dann können wir ja mal nachmittags ins Kino. Na, jetzt nicht. Das muss nicht diese Woche sein. Sie sind ja bestimmt länger arbeitslos, nicht? Wir gehen doch in lustigen Film. Inga, du halt dich da mal raus. Lass uns lieber überlegen, wie das hier weitergehen soll. Wir wollten Eierlikör machen. Doris, Menschenskind, wie das mit dir weitergehen soll. Das können wir auch bereden, wenn wir Eierlikör machen. Ja gut, also ab in die Küche, Mädels. Ja. Eierlikör für uns und Apfelbrand für Rita. Weiß ich, ob Rika davon blind wird. Bad ist frei. Blinder Alarm. Also muss ja wohl gut mit Lüften. Tür ist offen und kein Mensch im Zimmer. Kann ja sonst wer reinkommen. Das ist mein Parkplatz, ja? Meiner! Merken Sie, ganz allein, meiner! Macht einen ja wahnsinnig. Das Blaulicht. Ich hab vielleicht eben schlecht gekriegt. Kennen Sie auch? Bieg um die Ecke, stehen da 3 Löschzüge von der Feuerwehr. Ich denke, das liegt nicht bei uns. Es steht da so ein 2 Meter Feuerwehrfuzzi. Ich denke, mach mal einen kleinen Scherz, mir geran an ihn. Na, wo brennst denn? Oh, keine Frage. Fehlalarm. Fehlalarm? Fehlalarm? Ja, also das habe ich gern, ja. Kein Unfall, ja? Kein Feuer, kein Wasserrohrbruch. Und wie lange gedenken Sie noch mit Ihrem feuerroten Stilmobil hier meinen Parkplatz zu blockieren? Also wirklich, ich habe nur mal ganz höflich gefragt, wie es meine Art ist. Kennen Sie ja, ne? Naja, da wird doch noch Patzig! Da kriegt man doch eine freche Antwort zur Antwort! So glauben Sie denn gerne, wir kommen umsonst? 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 Gerade die Feuerwehr, umsonst! Also da werden nun genug Steuergelder reingepumpt, ne? Ja, die sollte man mal privatisieren. Dann werden die sich schon umgucken. Überhaupt nicht alles, was Beamte machen, müssen auch Beamte machen. Ja, was ich mache, ist natürlich eine Ausnahme. Ne? Lachen Sie nicht, lachen Sie nicht. Gucken Sie sich doch mal die Steuergesetze an. Die sind doch so bekloppt, die kann doch nur ein Beamter verstehen. Apropos bekloppt, jetzt wollen die ja bei uns Beamtenparken einführen. Ja, nee, nicht wegen rückwärts einparken, nee. Wir sollen jetzt unsere Parkplätze bezahlen. Wir bezahlen! Nee, habe ich gesagt. Mach ich nicht mit. Boykott ist die einzige Sprache, die die verstehen.
Ja, jetzt parke ich mein Auto ein bisschen weiter längs auf der Straße. Lästig, aber hier geht's ums Prinzip. Ja. Eine halbe Stunde morgens und eine halbe Stunde abends, ein bisschen an der frischen Luft, soll ja gesund sein. Morgen fange ich damit an. Wenn es nicht regnet. Euer Ritchie ist wieder hier. Euer treusorgender Vater, liebender Ehemann und Schwieger. Ist das schön, wenn man nach dem ganzen Ärger und Stress eine Haustür hat, die man hinter sich abschließen kann. Ja. Und jetzt noch eine andere Krawatte und dann Feierabend, Ruhe und Frieden. Ja, das ist doch kein Vorschlag, das Lagerhaus in die Luft zu jagen. Na Trude, wirklich, das ist doch bestenfalls ein Racheakt. Ich meine, da kriegt doch Doris ihren Job auch nicht mit wieder. Nee, da verlieren höchstens doch meine Kollegen ihre Arbeit. Bitte, bitte, ist ja egal, was man der Dame vorschlägt. Sie ist ja doch für alles zu fein. Naja Gott, ich meine, denn so, jetzt komme ich ja noch mal auf meinen Vorschlag zurück. Au ja! Das will ich nicht. Das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Das sieht doch keiner. Das heißt doch keiner, dass du das willst. Ja, ich hätte ja keine Skrupel. Ich auch nicht. Was meinst du wohl, warum die andauernd diese Spots im Fernsehen zeigen? Die scheffeln nur so die Kohle. Und Spaß macht das bestimmt auch. Ich würde mich im Grund und Boden schämen. Ja, das tust du auch, wenn du zum Sozialamt läufst. Trotzdem. Das ist doch ganz einfach. Du stellst dein Bett als Büro zur Verfügung, dann gehst du zur Post und holst dir eine Extranummer und dann geht das los. Wir müssen hier nur noch die Fernsehreklame machen. Das mach ich. Das mach ich. Gernot hat ein Video. Wieso du denn? Weil... Verstehst nicht, die Männer stehen doch auf jung, blond und du weißt schon. Einverstanden, aber ihre Stimme geht doch nicht. Wieso? Was ist denn mit meiner Stimme? Mama, meine Güte, jung allein langt nicht. Die muss reich und erfahren klingen, so wie meine zum Beispiel. Wir können das dann doch mal probieren, nicht? Also diese Geschichte. So? Nein, das ist nicht sexy. Also besser. Nehmen wir mal die. Richtig, komm, Inga, setz dich hier damit hin. So ist es schon. Trude, du auf der anderen Seite. Ja, in dieser Form, sehr schön. Ja, und nun so. Ja, und bitte. 090. Moment. Moment. So, und wieder heißen. Bitte. 990, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ruf an, ruf an. 990, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ruf an, ruf doch an, Liebe durch den heißen Draht. Ja. Ich komm ja schon. Wen soll ich anrufen? Doris. Diese Doris? Ja, wegen Telefonsex. Was? Sie machen Telefonsex? Also das hätte ich doch wirklich nicht von Ihnen gedacht. Was? Das? Das war doch nur die Schnapsidee von den Mädels hier. Nee, komm hier, ich weiß nicht. Doris hat keine Arbeit, ihr ist fast pleite. Und nun versuchen wir hier irgendwas für sie zu tun. Ja, aber das hier ist doch auch keine Lösung. Danke, Herr Unser. Vielleicht können Sie denen klar machen, dass man mit sowas kein Geld verdienen kann. Ach, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt genug bekloppte Kerls, die sich die Ohren voll stöhnen lassen. Meinen Sie wirklich? Na klar, aber das meiste verdienen die damit, dass sie einem auf die Warteschleife stellen, ja, legen. Und dann, das kann ich Ihnen sagen, das dauert und kostet. Oh.
mach das nicht. Fertig. Eher mache ich den Beifahrer beim Elchtest. Ja. Hast auch recht, Doris. Ach, jetzt auf einmal? Jawohl. Also Richard hier hat mir die Augen geöffnet. Also wenn ich mir vorstelle, dass ehrbare Familienväter damit in den Sumpf gezogen werden, nicht Richard, nicht? Und womöglich lange Ehejahre damit aufs Spiel gesetzt werden, nicht Richard. Gut, geh mal durch. Schade, jetzt hatte ich mir die Nummer gerade gemerkt. Du, Richard, du bist doch Beamter. Hast du nicht eine Idee? Was haben die denn schon alles so versucht? Naja, Na, immerhin. Und das Arbeitsamt? bringt doch nichts. Haben Sie denn schon mal so im Freundeskreis rumgefragt? Deswegen ist sie doch hier. Mit anderen Worten, die haben noch nichts unternommen. Naja, dann muss ich hier mal überlegen, was wir zu machen. Aber nicht streng. Streng? Naja, Wie kommt sie denn nun darauf? will sie nicht. Ach, sag mal, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr vorhattet, euch in einer Nacht- und Nebelaktion mit schwarzen Masken dahin zu schleichen und Bomben zu werfen, was? Doch, Ja, gibt's auch an jeder Ecke zu kaufen. man kann auch selbstgebastelte Bomben nehmen. Tobi kann das. Was kann Tobi? Oh, ja, halt den Mund. Also, ihr verheimlicht mir doch was? Danke schön. Da hast du uns ja schön was eingebracht. Also wenn Richard den Keller sieht, nicht, dann hab ich doch bald 14 Tage Regenwetter. Wieso, wie sieht denn der Keller aus? Das weiß ich doch nicht. Donnerwetter! Die Überraschung ist euch aber gelungen. Nun schimpft man nicht gleich wieder Richard. Also, so top war der Keller noch nie aufgeräumt. Wie geleckt! Wie bitte? Wie geleckt. Weiß einer, wem der gehört? Hat geklappt, Tobi. Hat geklappt, Mutti. Tobi, komm mal schnell. Mutti hat geklappt. Aber hat geklappt. Hat geklappt, Inge. Tobi, das glaubst du nicht. Komm mal her, wo bist du denn? Was ist denn? Ich hoffe, du hast einen guten Grund für deine Störung. Ich stehe kurz vor einer neuen Formel. Pamela, soll das etwa heißen? Ja, der Nachwuchswettbewerb. Nachwuchs! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank, aber ich bin gar nicht schwanger. Aber warum freut sie sich denn dann so? Oh, sie ist nicht schwanger. Es hat doch noch geklappt mit Pamela. Ich freue mich, dass du so bist. Oh, ja. Pamela hatte nämlich eine Absage gekriegt von dem Nachwuchssängerwettbewerb in Venedig. Und wieso auf einmal jetzt nun doch? Also, das muss ich euch erzählen. Eigentlich habe ich das ja Oma zu verdanken. Ich habe neulich über den ganzen Kladderadatsch nochmal mit Oma geklönt. Sagte zu mir, du lass mal den Kopf nicht hängen, mein Dern, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Doch Oma, was du immer hast, ich habe das doch schriftlich. 0 Chancen. Aber du bist doch auch nicht schlechter als die anderen. Was hat denn das damit zu tun, Oma, sag ich? Die haben sich nun mal für die andere entschieden. Schluss, aus, vorbei. Wird alles nicht so heiß gegessen. Wer ist denn die andere? Diese Angelina Moretti, sag ich. Und dann will Oma wissen, wie man diesen Namen ganz genau schreibt. Und ich weiß zwar nicht, was es sollte. Dann habe ich Oma noch ein paar Noten von der Moretti gegeben. Die hatte ich gerade noch in der Tasche. Hier deine Noten, die brauche ich nun nicht mehr. Oma, du glaubst es nicht. Das muss ich auch nicht, ich weiß es. Die Moretti ist krank geworden, kann nicht nach Venedig fahren und nun fährst du dahin. Und das hast du eben im Büro erfahren. Ja, genau. Ja, und du wolltest da nicht hingehen, nicht? Oma, woher weißt du das denn alles? Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, von der sich unsere Schulweisheit nicht träumen lässt. Pamela, du bist wirklich zu beneiden. Venedig. Und das Tollste an der Sache ist, ich kann noch jemanden mitnehmen. Bernhard muss doch arbeiten, ne? In meiner Jugend hieß es immer Venedig sehen und sterben. Oh ja, lass Oma mitfahren. Sag
ich das jetzt richtig verstanden? Oma hat sich die persönlichen Noten von dieser Moretti geben lassen und kurz darauf wird die Moretti krank. An ihrer Stelle darf jetzt Pamela zum Wettbewerb fahren. Also die Moretti kriegt ein Problem und für Pamela löst sich ein Problem. Sag mal, da gibt das doch sowas wie... Voodoo was? Mutter! Das ist doch Schwachsinn. Oma, also, was du in letzter Zeit so von dir gibst, das geht doch auf keine Kuhhaut. Oh, apropos Kuhhaut, kennt ihr den? Da sagte eine Kuh in Indien zu einer anderen Kuh, ich habe eine Cousine, die ist nach England ausgewandert. Ist die denn wahnsinnig? Noch nicht. Oma, lenk nicht ab. Hier geht es doch um deine angeblichen Voodoo-Künste, ja? Und abgesehen davon, dass das alles Hokuspokus ist, wäre das auch höchst unfair, meine Liebe. Was ist denn daran unfair? Die eine geht mit dem Prof ins Bett und die andere hat eine Oma, die Voodoo kann. Auf Haiti, da nennt man Voodoo den Kult der ausgleichenden Gerechtigkeit. Du Oma, Ja. ich muss doch nächste Woche mein Referat halten bei Professor Klößchen. Darf ich dir nicht mal was Persönliches von dem mitbringen, Handschuh oder so? Also das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Du kannst doch nicht behaupten, dass Klößchen dich ungerecht behandelt, nur weil du zu doof bist, das Gasgemisch zu unterkühlen. Och, mir hilfst du nicht. Ich hab dir schon geholfen, du weißt es nur noch nicht. Aber vielleicht könnten Sie Doris helfen, so. Sie ist nämlich gekündigt worden, Knall und Fall, weil ihr Chef eine Jüngere wollte. Ja, also wenn das nicht ungerecht ist, weiß ich auch nicht. Können Sie den nicht vom Hochhaus schubsen? So, komm her, du bleib bei der Wahrheit. Ich sag nur, Streit mit Bus in Hanoi. Ja, also ehrlich gesagt, ganz unschuldig bin ich nicht. Herr Kent, tut mir das leid, den kann ich da auch nichts antun. Oh, Oma, nun hör doch mal auf mit dem Humbug. Das ist doch alles Quatsch, was du da erzählst. Also wenn Tobi dich um einen Gefallen bittet, dann sagst du, kommt gar nicht in Frage. Und bei Doris, ja, da kann ich dann auch nichts bei tun. Ja, und die Sache mit Pamela, das war doch reines Glück und Zufall. Also, das hat doch mit Voodoo überhaupt nichts zu tun. Das ist ja nur richtig auf. Ja, das ist doch wahr. Und damit ist dieses leidige Thema in diesem Hause erledigt. Basta! Also vor lauter Hokuspokus und Geisterbeschwörung sind wir überhaupt nicht dazu gekommen, auf Pamelas gute Nachricht anzustoßen. Papa, wo willst du hin? Ja, im Keller eine Flasche Piccolo holen. Aber doch nicht auf, nein, doch nicht auf dem Keller. Ja, also in der Garage haben wir keinen Sex. Aber lass ich geh schon. Ja, warum soll ich denn das nicht machen? Weil dann. Na? Da unten ist Mama. Also, ich hab da. Soll eine Überraschung werden. Also, ich bleib lieber bei Likör. Lass uns doch mal nachgucken, ob es so gut ist. Moment, wer bleibt denn nun bei Likör und der will Sex? Für mich Likör. Ich mixe, komm mit, Doris. Ja klar, dann stell ich schon mal die Gläser hin. Ude, für dich sicherlich auch beides, ja? Ja, natürlich. Also kannst du doch irgendwo sein, dann. Inga, die können schon mal den Sektkübel aus der Küche holen. Für ne? mich auch ein Sektglas. Und für sich selbst können Sie schon mal ein Schnapsglas hinstellen. Nicht zu glauben. Diese Weiber saufen alles durcheinander. Na gut, nimmst mir nachher noch ein Bier mit? So. Ich. Almut. Pamela. Tobi. Die. Range. Doris. Inga Potowski, die blöde Kuh. Ja. Dann hab ich ja jetzt alle Gläser.
Oh, das ist ja jetzt ein Glas zu viel. Oma? Von wem? Das? Was? Also, ich glaube, ich werde verrückt. Omi? Nee. Nee. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Au! Omi, lass das! Aua! Au! Omi, hör auf! Aufhören, Omi! Au! Omi! Ein Stück brauche ich nun nicht mehr. Hier habe ich noch eine Überraschung. Nein, Omi, die Überraschung eben dir hat ihn gereicht. Das ist ja eine Überraschung. Ja, ne? Rotkäppchen weg. Nee, das meine ich nicht. Der Keller ist aufgeräumt. Ja, was denn, wieso? Was tut denn das nicht? Nee, was wäre denn sonst? Ja, hat vielleicht Oma die Heinzelmännchen? Ja, also nicht direkt die Heinzelmännchen, aber hier war schon ganz nahe bei. So riecht ja. Und trink hier mal für dich. Ein echter Calvados. Hausbrand. Omi, wo hast denn den her? Schmeckt er dir? Ja, warum? Sollte er nicht? Ja, lassen wohl. Ja, aber Omi, so ein kleines Glas hat doch keine Frau zur Witwe gemacht. Ja, aber sind die auch gleich so ganz bisschen schwummerig? Oma, ein edler Tropfen hat doch niemandem geschadet. Oh, Hände und Camilla! Dann hier nicht. Camilla, sag mal dann Bernhard, er soll mal einen Moment alleine weiter telefonieren, nicht? Wir wollen auf sein unverhofftes Glück anstoßen. Komm her. Ich rufe dich dann gleich wieder an, ja? Camilla, wir erheben unser Glas und trinken darauf, dass der Sängerwettstreit in Venedig ein weiterer Meilenstein auf der Leiter deines Erfolges werden möge. Auf dein Wohl! Ja. Und auch Omas Voodoo-Künste. Oh, liebe Pamela, wenn es diesmal auch noch zu deinem Vorteil ausgegangen ist, so lass uns doch hoffen, dass Oma mit diesem Spuk nicht weiter treibt. Ja.